Aber wir lesen immer wieder in der Bibel, wie auch das, was in der Seele, im Herzen abgeht, Auswirkungen auf unseren Körper hat. Und darum möchte ich uns ermutigen, tragen wir auch Sorge zu unserer eigenen Seele. Haben wir Sorge zu dem, was in unserem Herzen abgeht. Oftmals kämpfen wir Kämpfe, die wir gar nicht kämpfen müssen. Wir geben Antworten auf Sachen, die wir gar nicht Antworten geben müssen. Wir lassen uns den Tag verderben von Menschen, die gar nicht das Recht haben, uns den Tag zu verderben. Weil Gott sagt, heute wird ein guter Tag. Darum wollen wir doch auch recht herzlich die begrüßen, die immer wieder die Predigt auf Podcast nachschauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus hier aus dem Kalkofen raus. So schön habt ihr eingeschaltet. Seid ihr auch ein Teil von dieser Kirche. Wir werden die nächsten 3 Sonntage in eine kleine Serie eintauchen und die Serie die heisst, oder so ein bisschen zusammengefasst, 3 Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Heute ist das Thema «Trag Sorge zu dir selber». Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, jetzt bekommen wir da irgendwo die 3 Schlüssel, oder die 3 Weisheiten, die ebenfalls der Timon in seinem jungen Leben schon begriffen hat, und nachher ist alles gut, weil bei diesem Timon läuft ja auch immer alles perfekt. Ganz ehrlich, überhaupt nicht. Die Serie ist nicht aus dem heraus entstanden, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt gibt es schön Schlüssel 1, 2, 3 und dann ist alles gut schon hier auf der Erde, sondern es ist vielmehr aus einer Sehnsucht daraus entstanden, immer wieder auch probieren, ein erfülltes Leben zu haben. Ich selber auch darf merken, dass mein Herz immer auch ein bisschen nach dieser Ruhe sucht, immer auch wieder wie ankommen im Leben, irgendwo die Erfüllung vom ganzen Leben möchte erkennen und ich glaube, ein Leben zu haben, ein Leben, wo man sagen kann, ich kann aus reinem Herzen sagen, ich habe ein erfülltes Leben, ich bin glücklich. Es ist eigentlich auch ein Leben, wo ich nicht ständig Ferien davon brauche. Das ist etwas oder auch ein grosses Geschenk, das Gott uns allen machen möchte. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, wenn wir so ein bisschen die Vorstellung haben, oder die einen oder anderen kennen es vielleicht, vor einem eigenen Haus auf einem Bänkchen zu hocken und dann rauszuschauen, darüber nachzudenken, wie erfüllt das Leben ist. Und dann kommt noch die Tochter oder der Sohn und sagt, Mama oder Papa, ich habe dich so gern, du bist der beste Papi oder die beste Mami der Welt, dann haben wir alles geschafft im Leben, oder? Dann geht das Kind rein und dann schauen wir weiter und dann denken wir, ist jetzt das alles vom Leben? Oder wie geht es weiter? Ich glaube, unsere Seele sehnt sich auch immer nach Sachen zu erleben, die wir vielleicht manchmal schon nicht sehen können, manchmal nicht fühlen können. Und ich bin überzeugt, oder auch je länger ich mit Gott unterwegs bin, darf ich merken, dass wir auch so 100%ig ankommen im Leben. Bleibt vielleicht auch eine Wunschvorstellung, weil ich bin überzeugt, 100% ankommen werden wir nach unserer Reise auf der Erde, wenn wir irgendeine Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel verbringen können. Im Himmel, der Ort, wo alles gut ist, wo Hoffnung überall da ist, keine Trauer und Schmerzen sind. Trotzdem, wie ich gesagt habe, glaube ich daran, immer wieder auch das Suchen, immer auch wieder sich zu fragen oder vielleicht auch ein bisschen zu schauen, ist es das Ziel, das irgendetwas will oder was auch immer, oder ist das so ein Gedanke von Gott, der uns möchte vorwärts bringen? Ein Gedanke von Gott, der möchte, dass wir das Leben in voller Fülle leben können, ist etwas Geniales, was wir auch mitnehmen dürfen. Wir lesen im 3. Johannes 1, 2, wie der Johannes in einem Brief am Gaius schreibt, ich hoffe, dass es dir gut geht und du an Leib und Seele so gesund bist wie in deinem Glauben. So schön, wie hier steht, genau in diesem Bibelvers, wie steht, also der Johannes hofft, dass der Gaius so gesund ist, sowohl in ihrem eigenen Leib, aber auch in Seele. Dass der Gaius ein glückliches Herz hat, ein erfülltes Leben. Und ich glaube auch, wir lesen in diesem Brief, dass das so immer ein bisschen zusammenhängt. Das hängt ein bisschen zusammen an, dass wie wir uns, glaube ich, auch körperlich fühlen, oftmals sehr viel mit der Seele selber zu tun hat. Und es ist spannend, wie wir lesen, oder, wie soll ich sagen, wie wir lesen, kommen wir dann noch drauf, wie eigentlich das Wirtschaftssekretariat SECO herausgegeben, was Stress auslöst. Aber was ich auch sagen ist noch, es ist so unglaublich spannend. Oder? Wir geben so viel Energie in das, auch heutzutage. Was essen wir? Ist es gesund? Haben wir einen guten Schlaf? Da treiben wir irgendwo immer regelmässig gut Sport. Und wir geben so viel Energie in das, aber die Welt, die Menschen vergessen oftmals so in die eigene Seele zu investieren, in die eigene Seele und immer wieder zu investieren, dass wir eben das volle Leben erleben dürfen. Was ich auch sagen will, eben das Staatssekretariat hat herausgegeben, 2021 fühlen sich über 30% der Erwerbstätigen emotional komplett erschöpft.
Das ist der Wert, der in der Schweiz ist. Natürlich ist es vielen Orten anders. Ebenfalls, sage ich ein bisschen beängstigend oder was auch immer, sehr viel Druck, sehr viel Verlangen, Stress wird uns tagtäglich wie hergebracht. Und ich glaube, wir haben ja immer ein bisschen die Wahl. Wird der Stress, der Druck, vielleicht auch der Druck, der Stress, den wir uns selber machen, wird der in unser Herz hineingehen können? Oder schaffen wir es immer noch, unserem Vater im Himmel zu vertrauen? Wir könnten jetzt vielleicht ein bisschen sagen, gut, einfach nicht zu viel arbeiten, oder? Lieber einfach ein bisschen weniger arbeiten und dann ist alles gut, oder? Spannend ist aber auch, dass die grössten Sorgen der Schweizer nicht das ist, was eben beim Arbeiten geht, sondern vielmehr unsere eigenen Finanzen. Angegeben haben die Leute vor allem Gesundheitskosten und die Altersvorsorge, die ihnen der Schlafraum bei der Nacht. Pandemie, Krieg, Klimawandel sind die grössten Angstgründe des Volkes aus der Schweiz. Und das zeigt auch ein bisschen, wir haben ja gleichwohl auch, dass wir in einem wunderbaren Land dürfen leben, eigentlich immer die Möglichkeit, lassen wir uns auch vor Angst und den Sorgen leiten oder vertrauen wir unserem Vater im Himmel, der immer noch auf dem Thron hockt, der immer noch das letzte Wort hat. Und ich glaube, das Sorgen machen, sich stressen, kann sehr viel auch in unserem Leben einnehmen. Und es hat sogar Auswirkungen auf den eigenen Körper. Ich kann mich gut erinnern, es war der Moment, bevor ein neuer Lebensabschnitt in meinem Leben anfängt. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, okay, er war gestresst, weil er jetzt der Vater wird. Aber als ich das erste Mal so diesen Stress richtig erlebt habe, war kurz vor meinem Hochzeit. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh, das ist nicht nur gut, gell? Aber es war nicht so, dass meine zukünftige Frau mir so viel Sorgen bereitet hat, schon dann, dass ich wusste, okay, das gibt einen riesen Stress. Sondern ich glaube, es war viel mehr das gewesen, die ganze Organisation, oder? Bei meinem Herz sehr organisierter Typ. Und das Herstehen, organisieren, auch kommunizieren und irgendwo nachher zu schauen, okay, gut, wer haben wir eingeladen, passt doch alles und dieses und jenes. Das hat so einen Stress ausgelöst mir. Und ich wollte es ja gut machen, oder? Und wie gut in das Schiff vor Ehe starten, oder? Und dann haben wir die wunderbarsten Ferien und ich alles vorbereiten und vorbereitet sein selber. Und das hat so einen Druck ausgelöst. Ich weiss noch, in der Woche vorher hatte ich so einen Kopfschmerz. So viel fest den ganzen Tag, dass das wie gehämmert hat da oben. Und dann haben wir auch wie gesagt, okay, gut, das ist gar nicht gut, wir müssen das gleich noch zeigen. Ich bin zum Arzt. Und der Arzt hat gesagt, ja, das ist gar nicht gut, das klingt nach einem sehr starken Kopf. Nein, hast du schon mal ein Tablettchen genommen? Oder? Dann hat er gesagt, ja, natürlich, aber es ist nicht besser geworden. Dann hat er gesagt, gut, wir gehen noch weiter. Dann bin ich ins Spital, das tatsächlich noch zeigen. Und dort haben sie dann in meinen Kopf hineingeschaut, also nicht so richtig in den Kopf hineingeschaut, sondern mit so Bildern. Haben sie hineingeschaut und sie haben nichts gefunden. Dort. Zum Glück. Ausser mein unglaublichen Stress und die emotionale Überforderung. Aber auf diesem Bild hat es das irgendwie nicht angezeigt, dass das weg ist. Ja. Aber das hat mir das erste Mal in meinem Leben gezeigt, wenn ich gestresst bin, wenn ich allem anderen nachsäcke, als vielleicht auch manchmal zu überlegen, Mann ich noch? Bin ich ob guten Mut, das noch gut parat, das können zu bewältigen, was von mir verlangt wird? Das löst irgendetwas aus, was meinem Körper Sache hat. Und das ist noch so, manchmal heute, wenn es eher ein bisschen zu viel läuft, wenn ich vielleicht eher ein bisschen die Grenze ausreize, dann kommt das gute, alte, bekannte Kopfweh wieder. Und genau dann weiss ich, Timon, jetzt ist es der Moment, ein Spaziergängchen zu machen, ein bisschen oben runterzufahren und nicht beim Spazieren die nächsten E-Mails zu beantworten, oder, sondern dann wie ein bisschen mit Gott zu reden. Das Herz ein bisschen zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch die eigenen Sorgen, vielleicht die Sachen, die ich das Gefühl habe, ich muss die alle selber bewältigen, wieder Gott abzugeben. Wir lesen ja im 1. Petrus 5,7 steht, und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich trage oftmals die eigenen Sorgen viel zu lange mit mir herum. Ich überlege mir, was ist das, was ich dazu tun muss? Wie kann ich vielleicht sogar die Person ändern? Was kann ich dazu beitragen, dass es die Situation verändert? Was kann ich dazu beitragen, vielleicht sogar, wenn gesundheitlich etwas ist, dass ich etwas ändern kann? Was muss ich machen, dass die eigenen Töchter genau sich so verhalten, wie ich mir das vorstelle? Oder? Statt vielleicht auch einmal mehr, wie zu sagen, Gott, du bist ja da. Du hast uns ein Leben versprochen, das du sagst, du hast es im Griff. Wir dürfen immer wieder von deinem Frieden profitieren, immer auch wieder den Frieden ins Herz hineinzulassen. Ich möchte uns alle ermutigen. Tragen wir die eigenen Sorgen nicht endlos mit uns herum.
Gehen wir immer wieder zu unserem Vater im Himmel und sagen ihm, wie es uns geht. Weil ich glaube, Gott möchte uns helfen. Unseren eigenen Emotionen. Die können wie ihm abzugeben. Den Frieden immer wieder in unser Herz hineinzulassen. Und ich habe in meiner eigenen Geschichte oder auch schon mehrmals es beobachten im Leben von anderen Menschen oder was. Ich glaube, wir sind für unser eigenes emotionales Wohlbefinden auch verantwortlich. Es ist nicht unser Arzt, der verantwortlich ist für das. Es ist nicht unsere Kirche, die verantwortlich ist für das. Unser Pastor, König, Andrea, die Sonntag für Sonntag predigen oder was auch immer. Es ist nicht unser Chef verantwortlich für unser eigenes Wohlbefinden. Es ist schlussendlich, habe ich das Gefühl, nicht mal Gott verantwortlich für unser Wohlbefinden. Weil es ist der Punkt. Gott sagt, wir sollen unsere Sorgen bei ihm abladen. Gott sagt, wir dürfen vergeben. Gott sagt, komm mit allem zu mir, was dich belastet, ich werde dir Ruhe Frieden geben. Aber Gott wird uns niemals zwingen, das alles zu machen. Gott ist ein Gentleman. Er wird nie uns zwingen, zu vergeben. Er wird uns nie zwingen, alte Geschichten loszulassen. Sondern wir selber dürfen das aus unserem eigenen Willen entscheiden, die Sorgen und Sachen, die uns beschäftigen, vielleicht auch den Stress, immer wieder bei Gott abzugeben. Es ist spannend, wie viel auch, dass wir unser Aussehen, vielleicht auch unser Talent investieren, schauen, dass wir von außen her gut aussehen, aber wie wenig wir uns eigentlich fragen, wie sieht es in meinem Herz aus? Wie sieht es in unserer eigenen Seele aus? Habe ich da Frieden? Kann ich wirklich aus reinem Herzen sagen, ich habe ein erfülltes Leben? Ich habe ein Leben, das ich mir immer gewünscht habe. Klar gibt es Momente, wo wir vielleicht Sachen erledigen oder durchziehen oder zu Sachen, die wir Ja gesagt haben. Irgendwo dort auch Gott um die Energie bitten, dass wir es durchziehen mögen. Aber ich glaube oftmals, Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir selber ein erfülltes Leben dürfen haben. Im Hebräer 12,15, das Buch in der Bibel steht, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Das heisst, dass wir auch uns selber nicht von Gottes Gnade ausschließen. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Also hier steht vor einer bitteren Wurzel, wo eine Giftpflanze entstehen kann. Und ich glaube auch, wir müssen alle immer wieder ein bisschen Gärtner sein. Wir müssen immer wieder das Leben, das unser Herz hineindrücken. Immer das, was immer Wurzeln schlagen in unserer Seele. Aber dann müssen wir, glaube ich, alle unseren grünen Daumen rausnehmen und sagen, wir rupfen das raus. Wir entfernen das in unserem Leben, weil oftmals haben wir jetzt verlangen, jemand anderes muss das tun. Aber wir selber sind verantwortlich, dass wir diesen Wurzeln keinen Raum geben. Weil was passiert bei den Wurzeln? Wir können zwar die Pflanze ausschreissen, aber die Wurzel ist unter der Erde und die wächst immer weiter. Manchmal ist es so im Leben dran, etwas richtig rauszuschreissen. Etwas ein bisschen gröber anzugehen, als nur so ein bisschen Symptombehandlung zu machen und wieder so ein bisschen gut drüber waschen. Wie ich vorher gesagt habe, Kopfweh. Klar, ich kann eine Tablette nehmen, aber ich kann vielleicht mich auch fragen, warum habe ich Kopfweh? Warum bin ich gestresst? Was ist das, was einen Stress auslöst in meinem eigenen Leben? Und ich glaube auch, die Unvergebung kann so etwas in unserem eigenen Herz auslösen. Und wir vielleicht sogar verlangen von Menschen, die uns enttäuscht und verletzt haben, dass sie die sind, die bei uns sich entschuldigen müssen. Wir lesen aber auch in der Bibel, dass wir auch einfach vergeben dürfen. Dass wir die bittere Wurzel, die eine Giftpflanze daraus entstehen kann, wie rausnehmen. Und wir sagen, wir sind die vergeben. Weil wenn wir vergeben, was passiert? In unserem eigenen Leben geht es vorwärts. Uns geht es besser. Oftmals haben wir das Gefühl, wir müssen vergeben wegen einer anderen Person, aber wir vergeben wegen uns selber. Und das Leben ist nicht perfekt. Wir lesen in der Bibel, auf der Erde wird nie alles perfekt sein. Wir lesen, im Himmel wird alles perfekt sein. Ich habe vor einer Geschichte gelesen von einem Rössli. Ja, ich habe 3 Mädchen, aber ich komme die Rössli auch so ein bisschen ins Leben rein, oder? Und da durchlaufst Phasen wie Wendy und all das Zeug, das gehört einfach dazu. Oder das Wendy-Hörspiel, oder? Ich sage euch, die Wendy eben, das ist so eine Giftnudel. Dann, wie alle Kinder so Formen haben angenommen, so Ausrufe, haben gesagt, jetzt sind wir wieder mal ein bisschen weniger Wendy hören, gell? Weil da kommt immer so eine Röhre, oder? Haben gesagt, dass das Wendy ist nicht nur gut, aber eben die Rössli-Geschichte, oder? Und dann tust du die automatisch schon so ein bisschen probieren, reinzugeben. Obwohl jetzt, ja, immer, als ich mit diesen Mädchen in der Schule war, immer gesagt, ja, Rössli, gell?
Rössli ist für die Mädchen, oder? Das ist für nichts, oder? Und all das. Jahre später hast du 3 Töchter und nachher fast dich beim Quartett auf Mühe geben, dass die unterschiedlichen Rösser lernst kennen. Weil du ein guter Vater willst sein. Gut, ich habe vorhin eine Story gelesen. Ganz spannend war, ein Mann ist mit seinem Ross durch den Wald geritten und nachher durch ein Unwetter ist ein Baumstamm dort auf dem Weg gelegen und er denkt, so, mit meinem Rössli kann ich da drüber kumpen. Hat er auch ein bisschen gut geschafft, nur hat das Rössli eben noch das Bein ein bisschen an diesem Holz angeschlagen. Es hat nach einer Schürfung ausgesehen. Nachher der Rossbesitzer hat zu diesem Rössli daheim geschaut, die Wunde ein bisschen gereinigt und denkt, das ist wieder gut. Es ist aber nicht besser geworden. Das Rössli ist nicht ganz gesund worden. Und so hat er nachher einen Tierarzt bekommen. Der Tierarzt hat das angeschaut und gesagt, ja, das braucht ein bisschen Medikament. Hat ein bisschen Antibiotika dem Rössli verschrieben. Und nachher ist es dem Rössli schon wieder ein bisschen besser gegangen. Sobald man aber die Medikamente weggenommen hat, ist das Rössli wieder wie schlechter zu werden. Es hat so viel fest gekumpelt, dass es kaum mehr laufen konnte. Der Tierarzt ist wieder gekommen und gesagt, okay, wir müssen halt noch mal eine Runde Medikamente geben. Und dann ist es wieder ein bisschen besser gegangen. Sobald man die Medikamente abgesetzt hat sich alles wieder komplett verschlechtert. So hat es ein paar Runden gegeben, bis dann der Pferdebesitzer hat gedacht, ja gut, vielleicht wäre dann gleich noch mal ein anderer Schritt dran. Und ist nachher in eine Tierklinik gegangen. In dieser Tierklinik haben sie herausgefunden, als sie das ein bisschen genauer angeschaut haben, dass in diesem Bein von diesem Ross ein Stück Holz drin war. So viel gross wie ein Golfball. Ist ja logisch, dass es dem Rössli nicht gut geht, oder? Weil wer will schon so ein Holzstück in seinen Beinen, oder? Und vor allem hat man das dann immer mit Medikamenten behandelt. So hat man eigentlich wie nur Symptombehandlung gemacht. Aber manchmal, wie bei diesem Rössli, ist es daran, dass wir vielleicht an unserer Seele ein bisschen genauer hinschauen. Nicht nur oben drüber ein bisschen waschen, sondern sagen, okay, warum habe ich das und dieses jenes in meinem Leben? Warum macht es mir so Mühe, ein erfülltes Leben zu leben, den Moment zu geniessen, können morgen aufstehen und sagen, ich freue mich auf einen guten Tag, ich gehe davon aus, meine besten Tage kommen noch, auch wenn nicht alles perfekt ist. Manchmal ist es wichtig daran, dass man vielleicht, wie bei diesem Ross, sogar ein bisschen tiefer geht. Wir lesen in der Bibel eine spannende Geschichte oder relativ viele Geschichten vom König David. Ein unglaublicher Mann nach dem Herz von Gott. Wir lesen, wie eigentlich der David beschrieben wurde als der Mann am Herz von Gott. Er hat so viel im Glauben bewegen, so viele Menschen hat er inspirieren. Aber auch der David hat Sachen gehabt, die nicht gut waren im Leben. Auch er hat Kämpfe gehabt. Seine Männer waren bei dieser Geschichte, die ich euch erzähle, im Krieg. Er hat ein geniales Mittagsfeusi erleben in seinem Palast. Oder? Und nachher ist er nach einem Mittagsfeusi, ist ja der beste Weg, nach dem Mittagsfeusi wieder ein bisschen besinnen zu kommen, wach zu werden, ein bisschen spazieren auf der Dachterrasse. Dann hat er rübergeschaut und hat eine wunderschöne Frau gesehen. Hat die gesehen von seiner Dachterrasse und dachte, das ist jetzt auch eine hübsche. Er hat nach ihr fragen, sie ist in den Palast gekommen, noch ein bisschen später ist sie schwanger geworden. Das Problem war, die wunderschöne Frau, die war geheiratet mit einem Mann, der für David gekämpft hat im Krieg. Als sie schwanger wurde, hat ihn sein Gewissen plagen. Er wusste, er hat etwas gar nicht Gutes gemacht. Was hat er gemacht? Er hat den Ehemann vom Krieg heimgeholt, so dass der vielleicht bei seiner Frau übernachten und man nicht merkt, dass da irgendetwas gelaufen ist, was nicht gut war. Der Mann ist zurückgekommen, war aber ein ehrenhafter Mann. Und wir lesen in der Bibel, er hat gesagt, ich kann das meinen Freunden im Krieg gar nicht antun. Ich kann nicht zurückkommen, wenn die im Kämpfen sind und eine Nacht bei meiner Frau verbringen. So hat er sich entschieden, draussen beim Stadttor zu übernachten. Es hat dem David gar nicht gefallen, er hat es noch probiert, den Kämpfer einmal zu betrunken zu machen, schauen, ob er nachher vielleicht schlafen kann. Auch das hat nicht funktioniert. Der ist bei seinen Werten geblieben und somit hat der David ein riesiges Problem gehabt. Der David hat entschieden, dem Kommandant zu sagen, nimm den Krieger in die erste Reihe führen. So dass die Gefahr sehr gross ist, natürlich, oder auch für David vielleicht das, was er sich erhofft hat, dass der Mann im Krieg sterben muss. Genauso ist es passiert. Nachher ist das rausgekommen, die Frau war eine Witwe, der David konnte sie zur Frau nehmen. Jetzt denken wir, gut, der David hat sich auch wie nachher auch wieder gut gefühlt. Es war auch in Ordnung für ihn, aber es ist passiert. Der David hat etwas gemacht, was er bereut hat. Er hat gemerkt, dass es in seinem Herzen nicht gut ist. Und wir lesen Psalmen von einem David, der eigentlich ein Mann am Herzen von Gott war. Einer war, der Mut und Glauben und alles hatte.
Wir lesen, wie es ihm auch manchmal anders ist gegangen. Psalm 31,11 zum Beispiel steht: Voller Kummer schwindet mein Leben dahin, mit Stöhnen sehe ich zu, wie meine Jahre verrinnen. Eigene Schuld hat mir die Kraft genommen. Meine Glieder sind wie gelähmt. Das lesen wir. Eigene Schuld hat körperliche Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, so viel hängt mit dem zusammen, wo wir in unsere Seele hineinlassen. Wo wir auch nicht loslassen. Wo wir vielleicht auch nicht um Vergebung bitten. Wo wir nicht mit Gott zusammen probieren zu lösen. Weil wir kennen ja Psalmen von David, wie Psalm 23,3. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbeugt sich dafür mit seinem Namen. Was war es? Der David war auf einmal voller Kummer. Sachen, die ihm auch Angst gemacht haben. Er hatte Momente im Leben gehabt, wo er verfolgt wurde, wo er nicht genau wusste, was habe ich falsch gemacht. Aber wir lesen immer wieder in der Bibel, wie auch das, was in der Seele, im Herzen abgeht, Auswirkungen auf unseren Körper hat. Und darum möchte ich uns ermutigen, tragen wir auch Sorge zu unserer eigenen Seele. Haben wir Sorge zu dem, was in unserem Herzen abgeht. Oftmals kämpfen wir Kämpfe, die wir gar nicht kämpfen müssen. Wir geben Antworten auf Sachen, die wir gar nicht Antworten geben müssen. Wir lassen uns den Tag verderben von Menschen, die gar nicht das Recht haben, uns den Tag zu verderben. Weil Gott sagt, heute wird ein guter Tag. Mit mir an deiner Seite haben wir einen genialen Tag. Du darfst wissen, ich bin bei dir, auch wenn es manchmal sehr herausfordernd werden kann. Mein Grossi, der im Alter dann auch verstorben ist, war für mich auch in diesen Themen ein unglaubliches Vorbild gewesen. Ich weiss noch, einer der letzten Besuche, die Tabea und ich bei ihr machen durften, war so ein erfüllender Besuch gewesen. Sie hat uns erzählt, dass wir eigentlich im ganzen Leben mit ihr gar nie streiten konnten. Da haben Leute probiert und ihr Vorwürfe gemacht, aber sie hat sich entschieden, im Frieden zu bleiben. Sie hat uns erzählt, dass sie auch im Altersheim angefangen haben, die Hüdel zusammenzulegen, sich noch ein bisschen nützlich zu machen und ein bisschen zu helfen, dem Pflegepersonal hier. Und dann hat sie angefangen, die Hüdel fleissig zusammenzulegen. Und was ist passiert? Andere Mitbewohnerinnen haben ihr Vorwürfe gemacht. Ja, sie wollen sich doch nur einen guten Ruf verdienen mit dem. Haben sie angeklagt und sie hat es uns so herzlich gesagt, weisst, mir kann man vorwerfen, was man will. Ich tue dann auch ein bisschen ablenken und tue ein bisschen so, als würde ich gar nicht so ganz verstehen, was sie jetzt gerade haben gesagt. Weil mit mir kann man nicht streiten. Das ist das, was sie gesagt hat. Sie hat gewusst, du hast doch ein bisschen gesagt, ihr tut das Alben auch ein bisschen leid. Weil sie haben so schöne Tage. Ihr geht es so gut. Und wenn sie dann auch ein bisschen bei den anderen, vielleicht auch verbitterten Leuten schauen, die haben so einen Stress. Es geht ihnen nicht gut. Das ist so viel Ärger da. Und das tun ihr dann auch fast leid. Weil sie sind so dankbar für das Leben, das sie hatte. Sie ist 1920 geboren worden, hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Sie hat so viel in ihrem Leben erlebt. Und sie hat Grund gehabt, verbittert zu werden. Sie hat sich entschieden, dass der Frieden im Herz das Grösste ist. Dankbarkeit gegenüber Gott wichtiger ist, als alle Kämpfe zu kämpfen. Sprüche 4,23 lesen wir: Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. So eine geniale Zusage. Schützen wir unser Herz. Schützen wir unser Herz, wie das mein Grossi auch geschafft hat. Und mein Grossi hat auch das, den Humor nie verloren. Sie ist Töffel gefahren durch das Dorf, noch in hohem Alter. Als dann die Helmpflicht kam, hat sie irgendwann einen Polizist rausgenommen und gesagt, so Frau Friedli, ihr müsstet eigentlich jetzt wirklich auch einen Helm anlegen. Ich könnt nicht so Töffel fahren. Und dann hat sie ein bisschen gelächelt und gesagt, ja, ich kann schon den Helm anlegen, nur ist das Problem, dann höre ich einfach nicht. Und dann ist das nur viel gefährlicher, wenn ich so Töffel fahre. Sie hat es geschafft mit ihrer gutmütigen Art, dass der Polizist hat gesagt, ja, Frau Friedli, ihr nur so weiterfahren mit dem Töffel. Wir lassen das sein. Wenn wir den Frieden in unserem Herzen haben, wenn wir Möglichkeiten schaffen mit Gottes Hilfe, um Stress, den die Welt uns bringen will, entgegenzuwirken, bin ich überzeugt, werden wir so viel mehr geniale Momente im Leben erleben. Und das ist das, je länger ich mit Gott unterwegs bin. Klar, Gott liebt es, wenn ich ihm meine Träume erzähle und die Sachen vielleicht auch im Gebet bringen, die noch nicht gut laufen, die mich manchmal traurig machen und täuschen oder wo ich probiere, die Welt ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen. Aber ich durfte lernen, Gott ist vor allem interessiert, dass es meinem Herz gut geht.
Dass ich nicht im Stress muss durchs Leben gehen. Vom einen Ort zum anderen, ein Kampf vom anderen muss kämpfen. Sondern darf wissen, mit meinem Gott an meiner Seite ist jeden Tag ein Geschenk. Und ich möchte uns ermutigen. Fangen wir vielleicht auch das Leben. Das Leben, das uns manchmal so viel Stress bringen will. Wieder ein bisschen aus einer anderen Sicht anschauen. Nochmal in den Sprüchen 17,22 wird uns geraten, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Wenn wir ein fröhliches Herz haben, wenn wir es immer wieder schaffen können, wo nicht alles perfekt ist, immer wieder auf das schauen, was vielleicht auch gut läuft im Leben, dann sind wir eigentlich drauf und dran, Gesundheit in unser Leben hineinzulassen. Und wenn der Stress so gross wird, bin ich überzeugt, ist leider die Krankheit nicht weit entfernt. Klar, man kann nicht einfach sagen, ich kann fröhlich sein und dann werde ich immer wieder gesungen. Es gibt auch Menschen, die in diesem Leben, auf dieser Welt, nie ganz gesungen werden können. Die Frage ist, was ist gesungen? Ist gesungen das perfekte körperliche Wohlbefinden oder ist gesungen, Frieden im Herzen zu haben? Ich habe gelesen, dass wenn man 20 Minuten pro Tag geht joggen, das schon unglaublich gut ist für den Körper, wenn man sich bewegt. Im gleichen Bericht ist aber auch gestanden, wenn man 3 Minuten lachen pro Tag, hat es mindestens die gleich gute Wirkung wie 20 Minuten joggen. So habe ich gedacht, in Zukunft gehe ich nicht mehr 20 Minuten joggen, sondern lache 3 Minuten lang die aus, die 20 Minuten joggen. Und dann habe ich den gleichen Effekt. Nein, natürlich nicht. Ich habe das meiner Frau erzählt und sie hat mir gesagt, ich bin nicht sicher, ob Auslachen zählt. Dann habe ich gesagt, theologisch gehen wir jetzt nicht so tief. Wir probieren doch immer auch wieder ein bisschen zu lachen. Und wir können Wege finden. Ich glaube, es ist gut, sich zu bewegen, rauszugehen und all die Sachen, gesund zu essen, gut zu schlafen, all das. Es ist so wichtig, es sind gute Sachen. Ich bin überzeugt, Gott möchte uns ein Leben schenken. Aber Gott will vor allem, dass es unserem Herz zugeht, dass wir ein Ja haben können. Und zwischendurch sagen, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe. Jetzt brauche ich eine Pause. Vielleicht sogar, wenn uns Menschen im Leben überholen. Besser werden, schneller befördert werden als wir. Ich glaube, eines der grössten Geschenke ist, einfach eine Ruhe im Herzen zu behalten, auch je länger das Leben geht. Ich habe mal gelesen, und das werde ich nie mehr vergessen, sich selber einen Ruhetag zu nehmen, eine Tagpause zu machen, zeigt der Welt, dass du Gott vertraust. Eine geniale Aussage, die ich mir auch immer wieder probiere, zu Herzen zu nehmen, zu sagen, auch mal Pause zu machen, auszuruhen, sofern das möglich ist. Ich weiss, wenn man kleine Kinder daheim hat, sieht das Ausruhen vielleicht etwas anders aus. Aber im Herz können ausruhen und ich sage, okay, jetzt lasse ich mal all den Stress, der in der Welt ist, sein und genieße das, was Gott mir geschenkt hat. Ich glaube, es ist eines der grössten Geschenke, die Gott uns machen möchte. Und wir aber auch müssen unser Herz auftun, dass er es machen kann. Und ich bin überzeugt, gleichzeitig auch uns helfen kann, dass wir dem Plan, den Gott für uns bereit hat, ähnlicher werden. Dass wir an Orte werden kommen, Orte werden reich in unserem Leben, wo wir niemals hatten gewagt, davon zu träumen.